gëtt ein Rezept, wie ich binnen paar Jahren Europa nächst aufbauen. Das Rezept ist eine Erneuerung von der europäischen Familie. Wir müssen der Familie eine Struktur geben, für dass sie kann auf Frieden, Sicherheit, auf Freiheit leben. Wir müssen eine Sorte Vereinigte Staaten von Europa aufbauen. Das sind nicht meine Wörter. Mit sind die vom großen Winston Churchill. Das ist ein Zitat aus einer Rede, den Churchill 1946 für die Studenten auf der Uni Zürich gehalten hat. Anhand hier kriegen immer Politiker aus der ganzen Welt, die eine Rede an dem historischen Auditorium auf der Uni Zürich zu halten, da wo den Churchill für bald 70 Jahre den Jungen zugerufen hat: Therefore I say to you, let Europe arise. Diese Woche hatte ich die große Ehre, auf der historischen Platz schwätzen zu dürfen. Ich habe auf der Uni zu Zürich gewiesen, wie wichtig und richtig dem Churchill seine Wörter auch nach Haut sind. Ich habe noch den Victor Hugo zitiert, der schon am 19. Jahrhundert eine starke Vision vorgestellt hat. Den Tag wird kommen, wo Bomben und Kurlen durch Stimmzetteln und durch Entscheidungen von einem großen souveränen Senat ersetzt gehen. So hat damals und hat prophezeit, dass eine solide Demokratie mit parlamentarischen Strukturen die Europäer vereinigen gäbe. Was Victor Hugo geträumt hat, als Schritt für Schritt an Praxis umgesetzt gehen. Heute geht all politische Vorschläge gleichberechtigt von den nationalen Ministern an den Europaparlamentariern auf Herz und Nieren geprüft. Und recht, wenn die zwei Institutionen sich einig sind, geht ein europäischer Vorschlag zu einem europäischen Gesetz. Heute haben wir die parlamentarische Mitentscheidung an Kontrollrecht für alle politischen Domänen, sozial, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und das ist gut so. Heute sind wir alle guten Europäer. Aber wir gehen dafür als Lützeburger Nationalität und als Lützeburger Identität nicht ab. Nein, wir wollen auch weiterhin bleiben, was wir sind, und das können wir nicht mehr da bleiben, wenn es stärkt Europa als schützt. Ein Europa, das handlungsfähig ist, was als gleichberechtigte Partner sich auf Weltniveau durchsetzen kann. Für allem an Finanz-, Steuer-, Wirtschaftsfragen, aber auch an der Außenpolitik muss Europa mit enger Stimme, mit einer fester Stimme schwätzen. Und dafür bauen wir die Strukturen, die so ein Handeln auch ermöglichen, ein parlamentarisches System mit zwei Chambern, dem Conseil von den Ministern und dem Europaparlament. Für die Zukunft auch ein direkt gewählter Kommissionspräsident, wo wir dieses Jahr ja schon den ersten Schritt an die richtige Richtung am System Spitzenkandidat gemacht haben. Und ein europäischer Finanzminister, den als gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik nach außen vertritt. Die Vereinigten Staaten von Europa werden früher oder später den einzigen Weg sein, die einzige Chance, für einen starken Kontinent aufzubauen. Während der Krise ist auch deutlich geworden, dass wir eigentlich heute schon in Europa von den zwei Vitessen haben. Die Eurogruppe ist der Vorreiter von einem föderalen Europa. Der Euro ist eine starke Währung, die zweite Reservewährung auf der Welt, und die Lützeburger sind gleichberechtigt Mitproprietäre von der Währung. Mit Membern von der Eurozone dürfen auf keinen Fall ein selekter Club gehen. Wir müssen aufsehen für die anderen, die wollen mitmachen als direkte oder indirekte Partner am Euroclub. Für das wir auch morgen nach können sagen, es ist eine Chance, zu der stärkeren Währungszone zu gehören. Ich will es noch einmal betonen. Vereinigte Staaten von Europa heißt nicht dann vom Lützeburg als Staat. Aber am Gegenteil, es bedeutet ein aufgesichert, stark Lützeburg an einem starken Europa. Es geht doch nicht darum, alles auf Bresel oder Straßburg zu verlagern. Nein, getreu dem Subsidiaritätsprinzip sollen die Decisionen, die nationale Charakter haben, auch besser vom nationalen Parlament getroffen gehen, auch weiterhin von unseren nationalen Parlamentariern geholt gehen. An Wirtschafts-, Währungs-, Sozial-, Steuer- und außerpolitische Fragen brauchen wir aber eine Stimme, eine starke Stimme, die weit über die Grenzen gehört wird. Nur so können wir garantieren,
dass die nächste Generation an einer globalisierten Welt, wo besonders den asiatischen Kontinent immer mehr stärkt, nach selber können dezidieren, wie sie schwätzen, leben und handeln wollen. Weil nimmen an einem starken Europa können wir bleiben, was wir sind. Das war mein Message zu Zürich während der Churchill-Rede 2014. Ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass es nicht bei der Rede bleibt, aber dass politische Aktion genau an die Richtung geht. Das sind wir alle zusammen den nächsten Generationen schuldig.